Wir wollen eine neue Botschaft anfangen von den unsichtbaren Krieg. Was wir vielleicht mal sagen, der ist nicht so unsichtbar, aber ich glaube, da wird klar worden, was wir meinen mit das. Vielleicht fragen einige Menschen, wohin reden wir von der Thema, das hat zu tun mit uns jährlichen Kampf, das hat zu tun mit uns Kampf gegen den Feind und seine Macht. Und ich würde Ihnen vorzuwählen sagen, nur, dass ich würde fragen, dass die für die nächsten Werken würden besonders beten, wenn man wie den Feind aufdagen und jenen Feind gehen, dann greift er uns an. Und so werden wir klar holen, dass wir haben mit einem Feind zu tun. In der Bibel ist es klar über dort. Aber vielleicht frage ich ihn, wo wir von der Thema, ich will Ihnen ein paar Ursachen geben. Eine Ursache ist, wenn Gott redet davon. Die Bibel von Anfang bis Ende redet von uns jährlichen Kampf. All von Gott Eiden, wie der Bibel durch ein Bild einfach alle Hand an, in Lucher 4, in halbe Wahrheiten und so eine Dinge. Und dann ganz, die können bei der Offenbarung reden, lesen, und dann dort zu laat, dort wird das abgeriemt. Aber wir haben mit einem Feind zu tun, und Gott redet davon, und wir sollen auch. Und so das ist eine Ursache, wo ich davon rede. Noch eine Ursache ist, wenn wir sind entweder in der Dreck von dem Feind, oder in der Dreck von Gott. Und so wenn du nicht weißt, dass du in den Feind sein Recht bist, oder an Gott sein Recht, dann hoffe ich, durch diese Botschaften, die da klar waren, wurde besser, und dass, wenn du nicht in Gott sein Recht bist, dass du dann wirst entscheiden, in Gott sein Recht zu sein. Und so, du sind zwei Königreiche so zu sein, und du bist in ein von den beiden. Du hast nicht eine Mittel steht, wo wir können sein. Die dritte Ursache, wo ich von der rede, ist, wenn was mit diesem Krieg passiert in dein Leben, dort hat ewige Folgen. Das ist nicht ein Krieg, was sich handelt um, und sagt, wo das gewinnt von der oder dort, oder das hat mit der Ewigkeit zu tun. Deine Säuligkeit ist auf Spiel. Deine Säule, weil der Teufel angreifen, vernichten und in eine ewige Verdammnis schmieden. Das ist sein Ziel. Und du reden wir von das. Wenn Gott hat uns gesagt, wo wir können gegen den Teufel kämpfen, wo wir können sicherig sein und so weiter, und so wie wir wollen dort lernen. Aber das ist wichtig, dass wir dort erkennen, dass du hast in Krieg gegen deine Säule. Und ich will von dir ein bisschen die Grundlagen so zu sein. Nächsten Sonntag, so der Herr will, weil wir ein bisschen da nennen und was Gott uns gegeben hat, zum gegen den Feind kämpfen. Wenn ihr in der Bibel habt, ihr könnt die aufmerken, neue Epheser Kapitel 6. Und wir waren dort 3 Versen bechecken von der Epheser Kapitel 6, dort ist, wo Paulus sagt, dass wir sollen unsere Waffenrüstung, oder wir sollen Gott sein Geschirr antragen, und wir sollen gegen den Feind kämpfen. Wenn er kämpft, bei der ersten Welt und so weiter, dann sind Menschen gewöhnlich, oder dann können wir in 2 Extremen nennen. Eins ist, dass wir in alles bei der ersten sein. Jeder Problem, was wir haben, jeder denkt, was passiert, was jemand sagt, das sei wie anders, das in Jesel denkt. Wir sagen einmal, wir sind bei der Jesel unter jeder Stelle. Das ist ein Extrem. Wo wir uns so vertiefen mit den Jesel, bei der ersten Welt und so weiter, dass wir ganz vergessen, dass wir noch einen viel stärkeren Gott. Und so, wenn wir nicht in bei der Jesel sein, und rein alles, was passiert, und jeder denkt, was er auch hat, oder wenn die nicht Kinder nicht gehorchen, oder dann hat er bei der Jesel und so weiter, das ist ein Extrem. Das andere Extrem ist, dass wir dafür nicht leben. Und dass wir so denken, ja, das hat nichts mit mir zu tun, und ich kann mir nicht und so weiter. So, wir können in die beiden Extremen gehen. Wir wollen in diese Botschaften, weil ich versuche, den Mittelstreck zu finden, und uns sagen, dass ja, du hast eine erste Welt, aber wie hat Macht über die erste Welt in Christus. Und so, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir dort klar holen, dass das jetzt eine erste Welt, und die sind gegen uns, und die Väter gegen uns, die wollen uns durchbringen, aber Gott hat uns den Weg gegeben. So, wenn ihr in der Bibel habt, in Epheser Kapitel 6, und durch Vers 10, dort wo Paulus von der Thema anfängt. Er sagt es dort, Paulus gibt hier 2 Befehle, in den ersten 3 Versen, in 10, 11 und 12, er gibt 2 Befehle in eine Ursache, wo wen er die Befehle gibt. So, das erste sagt, dass der Talat, meine Brüder, sieht stark. Morgen die wieder, sieht stark. Aber dann morgen, was herankommt, sieht stark in dem Herrn, in der Macht von seiner Kraft. Und welche Lied, ich kann das nicht sehr noch unterstrecken, dass wenn wir versuchen, jenen Teufel zu kämpfen in unserer Macht, dann wirst du immer verspielen.
Und da, wenn sagt, er sieht stark in dem Herrn. Und das wollte ich immer wieder an den Haus bringen, durch diese Botschaften, dass wir sind stark in dem Herrn, in der Macht von seiner Kraft. Du bist Gott stark noch jenen Diebel. Das ist eigentlich, was wir erkennen machen, dass Gott weiß, dass wir den Feind Gott gewinnen. Und so hat uns die Macht gegeben. Und so das ist eine Glaubenssache. Wir müssen das glauben, dass wir haben diese Kraft. Und weißt du, wenn wir reden von Kraft in uns, dann reden wir von dem Heiligen Geist. Und dann reden wir auch von einem unsichtbaren Ding. Und weißt du, dass je eine böse erste Welt, dass je eine gute erste Welt, und wir reden von dem Heiligen Geist, der wohnt in uns, der lehrt uns, der führt uns, der lenkt unsere Gedanken und so weiter, aber das kann doch nicht sein. Das ist ein unsichtbares Ding. Aber wir wissen dort, wir glauben dort von der Schrift, dass das so ist. Und so wenn er sagt, dass wir sind stark in dem Herrn, in der Macht von seiner Kraft, dann sind wir stark in den Heiligen Geist. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, dass wir dort wissen und erkennen, dass uns Gläubige haben wir den Heiligen Geist. So der Herr will, weil ich nur diese drei, die Verfeuerbotschaften, weil wir das Thema von Heiligen Geist bekicken, das geht ein bisschen so taub. Aber morgen dort, dass wir sind stark in dem Herrn seine Kraft. Wenn wir den Epheserbrief studieren, wird interessant sein, mal den Epheserbrief hier durchgehen, aber lest mal die ersten 3 Kapitel von Epheserbrief. Und da war ja eigentlich noch das andere Ding, was wir haben im Herrn. Und so wir sind in Christus, in all die Segnungen, was wir in Christus haben. Er sagt in Epheser 1, Vers 3, er sagt, wir haben alle jährliche Segnungen in Christus. In anderen Worten, was der Himmel zu beiden hat, die Kraft, was der Himmel zu beiden hat, die wohnt in die, als Gott ihn kennt. Und so wir sind stark in dem Herrn seine Kraft, nicht in unserer Eine. Wir sind Gott stark noch. Der Feind kann unsere Gedanken manchmal sehr beeinflussen, uns unrechte Gedanken geben und unrecht beeinflussen sie wieder. Und so wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen Gott seine Kraft. Aber das ist eine Glaubenssache. Wenn der Heilige Geist, die kostet Gott sein, die wohnt in uns, das ist eine Glaubenssache, was wir glauben, nicht Gott sein Wort. Und wir sagen, das ist, was Gott sagt, und das so. Und dann lernen wir den Heiligen Geist zu horchen. Und wir lernen nur am zu horchen. Wir lernen mit am zu gehen. Und ich sehe mir ganz sicher, dass die alle belebt in ihrem Leben, dass die einmal irgendwo nennen und du hast eine Stimme und die sagt, das ist nicht reich. Und dann haben wir eine Entscheidung. Dann können wir umwegen oder wir können wieder gehen. Der Heilige Geist lenkt die in deine Gedanken. Kriegt du, wo Sinn die lädt. Du lädt die Geist. Und wie man uns lernen und den Geist horchen. So wenn er sagt, in seine Kraft, das ist wichtig, dass wir dort verstehen. Der zweite Ding, was er sagt in Vers 11, er sagt, lag ihn dort Geschirr ab, dort Gott verjünt reit haft, dort die bestehen kann, wenn die böse Feind jünt angreift. Und so Gott hat uns Geschirr gegeben, er hat uns, Paulus braucht die Kleidie von einem Soldat, und Gott hat uns das gegeben, und wir wollen nächste Sonntag nur die Kleidie checken, aber morgen dort war das der Kampf von Gott, und Gott hat das reit für die. Und so wie man uns das lernen antragen. Wir sind stark in seine Kraft, in seine Macht. Merkt ihr mal ein Bild, das ist ein Soldat. Und der Soldat, der kriegt seine Autorität von der Regierung. Und die Regierung gibt ihm eine große Flint, was stärker ist als den Feind seine, aber Heimat schreiten. Das ist ein Bild von wo das Kriegsschaft mit uns in den Feind. Gott hat die Kriegsgerätschaft gegeben, er hat die geradste Flint gegeben sozusagen, aber ich da im Glauben scheitere ich. Und so das ist meine Sache. Gott schafft mit uns taub. Weil wir nicht bloß auf der Bank sitzen und sagen, oh Gott, nu fährt du jeden Feind. Er hat die Kraft gegeben. Er hat mir die Kraft gegeben. Er hat die Kleidie gegeben. Er hat mir die Kleidie gegeben. Aber das kommt von Gott. Das kommt hier in der Plottische Bibel nicht so gut rührt, aber in der englischen Bibel, da wird ein Wort gebraucht in das Vers, das Wort ist Schemes. Satan's Schemes. Schemes meint, dass er hat eine hängerlästige Plan. Und so der Feind weiß krack, wo du schwach bist, er ist hängerlästig, er kann die verleiden, er kann die verführen, er kann irgendwo in dein Leben anbringen, ob er rechter steht, wenn du groß schwach bist oder du hast was passiert. Der Feind, der kennt uns sehr gut. Und so der weiß gut, wo wir schwach sind und so weiter. Und so der hat Schemes, in die. Der Feind hat einen hängerlässigen Plan, um die zum Fall zu bringen. Und so wie man das klar haben,
dass wir diese Kleidie, dass wir im Glauben leben, dass wir mit dem Heiligen Geist leben, der kann uns lenken, der kann uns sein. Und dort, wo in Gott die den Heiligen Geist gegeben hat, was die sagt, dort ist eine Fall. Was die sagt, dort ist auch, wenn du schnell gehen. Wenn Gott schafft jeden Feind, der Feind wird die leiden, der wird die Sinn geben, und du wirst nächstes noch ein bisschen checken, was sein, oh, das ist gar nicht so schlimm, das ist mein kleiner Ding, das wird keine Antworten, so wieder, das wird der Teufel schafft. Und dann wird der Heilige Geist die sagen, no, das ist nicht reich. Und dann müssen wir entscheiden, du gehen. Und so wie haben eine Kleidie gekriegt. Und der Feind will du gehen schaffen, aber Gott hat dir eine Kleidie gegeben. Und das ist nicht something, was wir uns sozusagen antragen, aber das ist ein Bild, was Paulus braucht. Und da wollen wir nächstes davon reden. Was sind diese Dinge, was Gott dir gegeben hat? Und so der Feind, der braucht Schemes. Der braucht hinterlässige Dinge, um uns zu verleiten. Und dann in Vers 12 gibt er uns die Ursache, wohin er uns das Befehl gibt. Er sagt, wir haben nicht mit jen Fleisch und Blut zu kämpfen, aber jen gewollte Beise von den Himmelswelten und mit gewollten und Herrschaften von dem Düsteren, die über diese Welt herrschen. Und so, wenn wir das Vers ein bisschen bechecken, und wenn wir nur denken, dass wir haben diese gewollte Beise der Welt jen uns, dann fallen wir noch ran, dann kommt uns meist eine Angst nennen. Aber weißt du, der Feind will uns angrillen. Aber wir haben Gott seine Waffenrüstung, wir haben den Heiligen Geist, wir haben Gott seine Kraft. Darum ist es wichtig, dass wir in Gott seine Kraft stehen. Wenn der Teufel, der ist sehr weit hinterlässig als wir sind, der ist viel grater. Ich will nicht so nennen gehen in diese Botschaften von wo der Feind kämpft und so weiter, aber lass mich bloß sagen, dass die Bibel beschreibt ihn als ein von den höchsten Engeln, was Gott mögt. Und der Feind will immer Gott stoppen. Er will immer Gott sein. Er will alle Autorität haben. Und dort brachte er zum Fall. Und so der Feind ist nicht bloß ein kleiner, roter Cartoon, was wie Mul mit einem Seil und einem 13-jährigen Hähner. Das ist ein Bild, vielleicht von was ich von Feind habe. Und das ist das mal, wer den gemalt hat. No, der Feind, das ist der mächtigste Engel, was Gott mögt. Und wie fängt, ich wollte noch some Dinge wiesen in der Schrift, von wo Gott seine Engel gehen in beise Macht kämpfen und der ganz erste Engel muss kommen, zum gehen in kämpfen. Und weißt du, wir haben mit einem Feind zu tun, das ist gleich bloß ein kleiner roter Cartoon. Und so der Feind, das ist mächtig, das ist gewaltig bei sich erster Welt. Und so das, wo in der Bibel sagt, steht in Gott seine Kraft. Die Bibel sagt, an einer anderen Stelle, die Kraft, die Jesus von Tod abwirkt, die lebt nur in die. Und ohne die Kraft, dann wollen wir mautlos sein, wir wollen immer einlegen, wir wollen immer sozusagen im Blut rumweilen. Und so wir brauchen Gott seine Kraft. Wenn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, aber mit einer großen, gewollte Welt. Und so, ich will Ihnen sechs Dinge kurz sagen von dir. Some von denen habe ich auch ein bisschen erwähnt, aber es ist wichtig, dass wir diese sechs Dinge weiten. Wenn ihr Dinge abschreiben, diese Dinge kann ich abschreiben. Sechs Dinge. Nummer 1. Das gibt eine Ansicht, das gibt eine Welt, eine unsichtbare Welt, das kriegt so wirklich aus der sichtbaren Welt. Und wenn ihr das denkt, das grüßt uns meist kriegt, und zu denken, das sind Gäste Romans. Aber wenn ihr das gibt eine unsichtbare Welt, und wie hat jeder Tag mit dem zu tun? Wer von euch hat von der das Phone gebraucht? Wer von euch ist am Internet? Das alle drahtlos, das Pflicht durch ihr Lauf. Oder ihr hört noch Radio, weißt du, hier durch diese Stufe und wieder durch die Bilder und so weiter. Wie kann das gleich sein? Aber das ist interessant, was das schafft. Aber du hast was in der Lauf, even wenn wir nicht mal jässlich denken, du hast was in der Lauf, was unsichtbar ist. Das kann gleich sein. Aber du kannst deine Bilder sein, hast ein Bild genommen mit deinem Phone, schickst das mit deinen Freunden, und das geht durch ihr Lauf und so weiter. Und Jana sitzt an seinem Phone, das kommt alle durch ihr Lauf. Das ist interessant, was das schafft. Und so, even ohne jässlich gedacht, even Electricity, aber meine Stimme hier, die jagt dort noch hängen von meinem kleinen Ding, was ich hier anhänge, die jagt dort noch hängen, dann durch die drehen oder Speakers. Und so, je können ja bloß nur die Videos checken, was du hier, nicht? Aber wie kann das nicht sein? So, die unsichtbare Welt ist uns, du sowieso bekommen. Wir denken vielleicht gleich fertig, aber du hast alle Hand rum uns, wo wir nicht sein. Aber jässlich ist es doch so. Gott merkt es sehr klar, dass das gibt eine Welt,
Und so wie kann Gott an den Heiligen Geist glauben, wenn du nicht an die erste Welt läufst? Der Heilige Geist ist das ist unsichtbar. Na, heißt eine Person, und er hat Gefühle und so wieder, da werden wir noch von reden. Aber der Heilige Geist wohnt in die. Und ich check nur die und ich kann in Gott sein. Na, wir können vielleicht mal feilen, der lehrt uns, der redet uns und so wieder, aber das Jeff eine unsichtbare Welt liegt, und wie hat er tun mit dieser Welt? Und so wie gehen auf diese Welt, wie foten die an, wie sein die, kriegt so wörtlich aus der unsichtbaren Welt rum die. Wir haben hier Geschichte im Alten Testament, ich will nicht Titel nehmen, den Vers lesen, aber ich finde in 2. Könige, Kapitel 6. Und da haben wir eine sehr interessante Geschichte. Du hast das Land Assyrien, Syrien, dort fährt je in Israel und so wieder. Und dann ist da ein Prophet in Israel, Elisa, der sagt den israelitischen König einmal, was ja ein König plant. Und nu ist der andere König halt mit verdrießlich und fragt seine Menschen, okay, wer mag uns, sagt ja immer, was wir wollen tun. Und dann sagen seine Menschen, weil dort sagt keiner von uns, aber dort ist ein Prophet und der weiß, was du in deiner Schlupfstube redest. Das würde mir auch möglich sein, nicht? Und so, entweder kommt so weit, dass sie finden, wo das Prophet ist, und die assyrische Armee, die kommt danach und besaß die Stadt ganz. Und dann zum Morgen steht Elisa sein Diener ab und er geht rüt, vielleicht die Sonnenschein genießen und so wieder. Und dann sieht er aber einmal, dass die ganze Stadt ist besaat mit Erfin. Und er wird Angst und er sagt, er rannt rein und Elisa und er sagt, Mensch, was tun wir nu? Nu sind wir besaat, nu sind wir fasten. Und Elisa sagt, hey, sieh mal ganz relax, wenn du sind mehr und andere sieht, als ein Jana. Und das, Diener, der denkt so, well, das ist noch nicht ganz abgewagt oder was. Wenn check mal nach dieser Stadt und an der große Armee, wo sind die Meier? Und dann bet Elisa, dass Gott wird das Deine seine Augen einmal aufmerken. Und dann erhielt Gott das Gebet und dann sieht das Deine, dass die Bäume rund um die Stadt sind besaat mit 4 Gewehrs und Pier. Gott seine Armee. So wie gerade aus Syrien ihre Armee. Und so das ist einmal ein Bild, was die Bibel uns sagt, wo Gott mal einmal die Gardine trägt und das Mensch einmal sein Leid, wird Leid in der ersten Welt. Und weißt ihr, Lied, wenn diejenigen, die will kämpfen, dann muss wir das im Glauben annehmen, dass du als eine Armee Gottes, das hängt die. Und das steht mit dir. Und du sagst, die steht in Gott seine Kraft, mit seiner Armee, mit seiner Wahrheit. Und dann wollen wir jenen Feind stehen können. Wir haben ein Heimbild in Daniel. In dieser Vers würde ich gleich lesen, in Daniel Kapitel 10. Das ist, wo Daniel, er ist in Babylonien, und so er hat einen Traum gehabt und so wieder, eine Vision, und er weiß nicht, was das alles meint. Und dann sagt es in Vers 12. Also Daniel ist in Gebet gewesen, und einmal kam ein Engel an, und dann sagt es, und er sagt, ängst dich nicht, Daniel, vom ersten Tag, dass du dich bemühst, das zu verstehen, und die vor Gott demütigen, da jetzt wurdest du gehört, und ich kam wieder in dein Gebet. Aber für 21 Tage, und ich weiß nicht, was hier passiert, für 21 Tage wird der Schutzengel von Perser regieren mich. Dann kam Michael, einer von den obersten Schutzengeln, und der hält mich. Ich leite dann durch in den Kampf mit dem Schutzengel von Perser und ich kann dann noch die kommen. Weißt ihr, Lied, hier habe ich eine sehr interessante Geschichte. Und so Gott hier Daniel sein Gebet, er schickt einen Engel rauf, Daniel beantworten, und dann kommt der Prinz von Perserek, und das ist ein von den sehr interessanten Dingen, wo das zu verstehen geht, dass du sind bei sich erst angestalt über Länder. Und so das hier ist ein yes angestalt über Persien, über das Dreck, wo sie wären, und der fährt in das Engel, dass er nicht kann Daniel die Antwort bringen. Und schließlich muss Michael, der höchste Engel, kommen, zum dessen Prinz von Perserek fährten, und dann kann das andere Engel sich rumschlecken und kommt nach Daniel und gibt ihm seine Antwort. Na, merk je mal ein Bild, was du in der ersten Welt für einen Krieg angeht. Ich weiß nicht, ob noch mal so eine Bücher lesen, das ist das Present Darkness. Das sind Bücher von Menschen geschrieben, aber die wiesen uns immer die wörtliche Welt und dann, was in der ersten Welt passiert. Das ist bloß eine Geschichte, aber das ist ein klein bisschen, was wir hier haben. Und so aber der Point ist hier, dass das Gift eine unsichtbare Welt, das kriegt so wörtlich aus der Welt, wo die Buben ist. Und du hast einen Krieg in der Welt. Und der Krieg, der geht Gott sein Reich und den Teufel sein Reich.
Na, wir weiten dort all von der Schrift, dass der Feind Havel verspielt. Und dort war wir sehr, sehr klar haben, aber Gott lässt ihn hier noch fährten, wo wir ihn kriegen, alle, da weiß ich nicht. Aber der Feind ist noch hier, er soll überwunden und so weiter. Und so im Alten Testament haben wir das Zeugnis von dieser unsichtbaren Welt. Im Neuen Testament, wenn wir Jesus seine Geschichte lesen, er hat immer wieder mit bei sich zu tun, er trifft bei sich Ruth. In verschiedene Geschichten fingen wir da, wir wollen nicht durchgehen. Die von uns, die hier an der Donnerstag sind, wir hatten 4 Donnerstag von Ananias und Sapphira. Das ist eine Geschichte von einem paar Lied in der Kirche. Sie verkaufen mehr Land, sie geben das Geld in die Kirche, aber sie holen ein Betrag. Und dann fragt Petrus Ananias, okay, ist das alles, was du gegeben hast? Und sagt er, ja, das was du gekriegt hast. Und so das alles, was wir für das Land gekriegt haben, die sind bekannt mit der Geschichte und die vollen Hand sind tot. Aber wisst ihr, das sind 2 Dinge in der Geschichte, was sehr interessant ist, wenn Petrus sagt zu Ananias, er sagt, worin hat der Teufel die das beeinflusst? Dass du je in den Heiligen Geist wirst leben. Dann stellt dir mal vor, sichtbar, während der bloß Ananias und Sapphira, Petrus in die Kirche vielleicht, dort werden die sichtbaren Dinge, und das Geld, was sie brauchen, dort können die Menschen sein. Aber durchhängen, wird der wirkliche Kampf. Der Teufel und der Heilige Geist waren beide durcheinander, und so Gott sein Reich, der Feind sein Reich und Gott sein Reich kämpften mit Ananias und Sapphira. Und der Heilige Geist offenbart Petrus und sagt, check mal, hier ist was nicht reich. Und Gott verfuhr sehr streng mit ihm, wir wissen nicht, was all die Ursachen sind, aber da haben wir eine Geschichte von, wo die unsichtbare Welt genannt wird in einem Kampf, was in der Kirche passiert. Und wenn wir uns feststellen, dass wir einen Kampf in der Kirche, vielleicht haben wir irgendwem nicht gut lieben und so weiter, wenn wir da mal ein kleines Gestell holen und denken, was von Jesus ist da dahinter? Wer beeinflusst mich, einen Menschen nicht zu lieben? Wer beeinflusst mich, über den zu plündern? Wer beeinflusst mich, alle Geschichten abzumerken, was euch so sind wieder? Wie sein die Dinge, wir hören die Dinge rum uns, aber wir denken durch euch an, dass es eine unsichtbare Welt durch die böse Feind, was da dahinter ist, und uns beeinflussen, die Dinge zu tun. Und ein Mensch ist gegen die, und ein Mensch kann die dumm sein, und du wirst den Mensch da, du wirst den verurteilen haben und so wieder. Und so die Bibel mehr klar, dass wir fällt nicht gegen Fleisch und Blut. Aber du hast eine böse Macht dahinter, was Menschen nicht einredet. Wir reden nur schon später in der Gebetsstunde von, dass manchmal in der Kirche, und ich glaube, Kai hat das gesagt, als wir reden von der Familie, dass einmal braucht der Feind ein paar Menschen in der Kirche, die ganze Kirche vernichten. Und wir sind da lieber Menschen, und wir fällen mit Menschen, und wir denken doch gleich an, dass du hast der Feind und beeinflusst. Und so hier in dieser Geschichte habe ich ein sehr klares Bild von der unsichtbaren Welt und wurde versucht, die Kirche zu vernichten. Aber du wir nicht bloß den Feind sehen, der unsichtbare, du wir Gott, wieder auch. Und so Gott schafft du. In Epheser 6,12, der Vers merkt es sehr klar, dass wir nicht mit Fleisch und Blut kämpfen, aber mit Gewalt, die bei sich ist. Und so die Bibel ist klar, dass es gibt eine unsichtbare Welt. In 1. Johannes 5,19, da sagt Johannes, das selbst gedenkt, er sagt, wir weiten, dass wir von Gott sind und dass die ganze Welt von Bösen beherrscht wird. Und so das ist ein Ding, was für uns als Kinder Gottes sehr, sehr wichtig ist und ein von den schwansten Dingen ist, zu glauben, dass der böse Feind regiert diese Welt. Und dass wir wollen so gierende Dinge haben von der Welt. Das, wo in der Bibel uns lehrt, dass Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Und was er meint, dass wenn wir in den Feind sind Reich sind, dann sind wir gegen Gott sind Reich. Wenn die beide sind, sich immer gegen Eva. Und so das ist sehr, sehr wichtig, dass wir da weiten, dass es eine unsichtbare Welt. Der zweite Punkt, wir sind verwickelt mit einem unsichtbaren Krieg. Paulus sagt in 2. Korinther, da redet er von des Krieg. Und ich will ein paar Dinge hier machen, und das ist, wo ist das Krieg? Wo geht es